Hallo, Procreate und wie man einen weißen Hintergrund entfernt innerhalb von ein paar Sekunden. Okay, ich gehe ins Internet. Ich habe mir hier Bild rausgesucht und nur mal hier Creative Commons Lizenzen. Ich schnapp mir jetzt halt diesen Baum, leg den in Procreate rein und passt es am Bildschirm an. Ich lasse das jetzt extra mal so klein und auf dieser Leinwand. Ich schalte jetzt das alles aus und ich ändere die Hintergrundfarbe auf reines Weiß. Und wichtig ist, dass das wirklich reines Weiß ist. Ich zeige es hier mal in diesen Farbton und Helligkeitseinstellungen. Und zwar, wenn ich jetzt hier daher gehe und wenn das Bild, manchmal meint man, das ist weiß, aber es ist grau. Lieber hier etwas ins, ins Hellere gehen, damit das Weiß wirklich auch weiß ist und dann bleicht das Bild zwar aus, ist aber nicht weiter schlimm. Ich gehe mal hier einen Schritt zurück und nochmal einen. Probieren wir es einmal mit diesem Bild, weil es scheint reines Weiß zu sein. Ich wische mit 3 Fingern runter, kopiere mir diese Ebene, gehe auf die Ebene, maskiere sie. Auf der Maskenebene wische ich mit 3 Fingern runter und füge das Bild ein. Dann gehe ich auf die Maskenebene und kehre das Bild um. Und jetzt zwicke ich das Bild zusammen. Und jetzt ist es schon ausgeschnitten. Wenn jetzt das kein reines Weiß wäre, dann würde man hier einen Schleier sehen im Hintergrund, weil das dann ein Grauton wäre und der wird nicht genau ausgeschnitten. So, jetzt ist dieses Bild natürlich etwas heller wie das andere. Jetzt kann ich das duplizieren und hier diesen Blend Mode, die obere Ebene nochmal ein wenig nacharbeiten und dann diese 2 Bilder zusammenzwicken. So, und jetzt müssten wir das schön ausgeschnitten haben. Gut. Ich mache jetzt diese Schritte nochmal ganz kurz mit der Fehlerquelle. Ich schnapp mir diesen Baum nochmal, mache das gleiche hier nochmal und zeige, was manchmal falsch läuft. Ebene. Und zwar blende ich mir wieder die Hintergrundfarbe ein, ändere die Helligkeit und ich mache jetzt das einmal so, ganz leicht grau. 3 Finger wischen, kopieren, eine Maske erstellen, 3 Finger wischen, einfügen, die Maske umkehren, zusammenzwicken und jetzt schalte ich die Hintergrundfarbe ab und jetzt sieht man, dass hier im Hintergrund ein grauer Schleier ist. Und das liegt daran, es schaut zwar aus, wie wenn es ein transparentes Bild wäre, aber es ist nicht komplett transparent. Deswegen immer darauf schauen, dass der Hintergrund wirklich reines Weiß ist. Und lieber ein wenig heller machen und dann nochmal mit der neuen Ebene das nachbelichten oder wie man das so sagt. Okay. Man kann vorher auch das Bild, diese eine Ebene duplizieren und dann das wieder ausschneiden, das originale Bild. Geht auch. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Das ist's gewesen. Viel Spaß damit. Ciao.